das ist genial. Okay. Müssen Sie vor, ich meine das schon. So, anders hat es auch nicht vorher zu tun. Und überall ist vielleicht. Ja, das mal für die Kongress muss gut. Ja, okay. Du hast recht. Ja. Für die Mäuer, die drehen, so mir lange Kontakt noch gut. Gute Stimmung, gut aus. Gestern oben, dass ich Glas gegangen die Leute nicht so waren, denen zu passt. Ja. Und wir werden ein Video geschaffen, also was. Vor dem Teil vom Podcast, die diese Benjamin Kanzler, muss schon aber denke ich wieder darüber, was hier heute ist, vielleicht suchen noch mehr Zeit. Und dann was so geht, ist ungefähr 12 oder so, bin eigentlich kurz wieder so Sachen, die wir brauchen, die mal helfen, für uns ist es dann kurz. Und durch so dann ist es dann auch halber ein, das ist der große Ganze Linden. Und dann, ja, jetzt geht es auf Deutsch los, nach dem Programm ansagen. Also, Elisa, Benjamin von United for Fight, werden uns jetzt zu uns sprechen, warum sollten Klimabewegung und Beschäftigte zusammenarbeiten. Und wer ist United for Fight? Ich habe mir die Selbstbeschreibung aus dem Internet einfach mal ausgedruckt und lese es jetzt mal vor. United for Fight ist ein Kollektiv zur Unterstützung von Bewegungen, Gewerkschaften und politischen Gruppen. Mit Bildungs- und Beratungsangeboten bieten wir aktiv praxistaugliches Know-how zu organisieren. Was genau der Grund ist, dass wir euch eingeladen. Strategieentwicklung, also wir bieten aktiven praxistaugliches Know-how zu Organizing, Strategieentwicklung, Kampagnenplanung und Gesellschaftsanalyse. Selbstermächtigung und eine antikapitalistische Perspektive stehen bei United for Fight im Mittelpunkt. Gemeinsam arbeiten wir daran, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach links zu verschieben und Menschen zu befähigen, kollektiv für die Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen einzuspielen. Also können wir uns abschreiben, das Programm und ja, hoffen dann dementsprechend jetzt auf einen interessanten Workshop und dann wünsche ich euch das. Vielen Dank. Danke, Sebastian. Ja, es ist sehr ungewohnt für uns, glaube ich, auf so einer Bühne zu sitzen und ein Mikrofon zu sprechen. Das ist meistens eher so kleine Klimagruppen, die eher so Veranstaltungen sind. Genau, etwas ungewohnter Kontext hier, aber genau, danke für die Einladung, wir freuen uns, hier zu sein. Ich will noch kurz was zu uns sagen und zu dem Projekt Klimagerechtigkeit und Arbeitskämpfe. Genau, ich bin Elisa, ich lebe in der Nähe von Göttingen, also in der Mitte von Deutschland ungefähr, und komme vor allem so aus der Klimabewegung und ja, war lange Zeit beim Friends of the Earth, also beim BUND in Deutschland aktiv. Genau, und in letzter Zeit aber eher ja, Besetzungskontext, Klimakrise und so weiter. Habe Psychologie studiert und genau, mache jetzt eben vor allem Bildungsarbeit. Willst du kurz? Ja, auch von mir hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Benjamin, ich lebe in Berlin, bin da auch sozusagen, wenn wir keine Bildungsarbeit machen, politisch aktiv und mache sozusagen in einem Stadtteil da, was Robert gestern vorgestellt hat, nämlich Organizing von Mieterinnen und das sozusagen auf einer begrenzten lokalen Ebene. Genau, ich habe, Elisa hat gesagt, sie hat sozusagen viele Jahre in der Klimabewegung gearbeitet. Ich war viele Jahre bei Verdi, der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft, ehrenamtlich aktiv. Das heißt, wir bringen selber auch so die beiden Seiten von Klima und Arbeit mit. Genau, ich habe ansonsten Sozialwissenschaften studiert und ja, seit einem Jahr bieten wir diese Workshops heute an. Genau, und das Projekt, was wir gerade, wo wir gerade vor allem Bildungsarbeit zu machen, heißt Klimagerechtigkeit und Arbeitskämpfe. Und das Ziel ist eben, die gemeinsame Handlungsfähigkeit von Gewerkschaftsaktiven und Klimaaktiven zu fördern, weil wir denken, dass es notwendig ist für einen ökologischen Umbau und für bessere Arbeitsbedingungen, dass diese beiden Bewegungen zusammenarbeiten und zusammenkämpfen. Genau, dafür machen wir so Infoveranstaltungen wie jetzt heute, aber vor allem auch längere Workshops, wo wir noch viel praxisnäher mit Basisgruppen zusammenarbeiten. Bisher vor allem mit Klimagruppen, die motiviert sind, mehr in Kontakt mit Beschäftigten zu gehen und gemeinsame Kämpfe zu führen, mit denen wir dann erarbeiten, wie sie das genau in ihrem Kontext gut machen können.
Genau, deswegen ist es heute alles ein bisschen theoretischer und kürzer. Genau, aber wir hoffen trotzdem, dass wir zwischendurch und am Ende gut nochmal miteinander in Diskussion kommen können und dass es trotzdem auch für euch irgendwie vielleicht praxisrelevant ist. Genau, wir werden unterstützt von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, eine gewerkschaftsnahe Stiftung in Deutschland, die es uns ermöglicht, diese Bildungsarbeit kostenlos für Basisgruppen anbieten zu können. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wir kennen uns jetzt im Luxemburger Kontext nicht wirklich gut aus. Wir haben halt die Workshops vor allem für den deutschsprachigen Raum oder also für vor allem Gewerkschaftslandschaft und Klimabewegungslandschaft uns in Deutschland mit beschäftigt. Genau, aber haben schon das Gefühl, dass sich wahrscheinlich vieles übertragen lässt, ganz gut. Ich würde kurz vorstellen, wie wir das geplant haben, die nächsten 2 Stunden. Am Anfang wird Benjamin ein bisschen länger den theoretischen Teil zu Arbeitskämpfe, Klimakrise und Kapitalismus vorstellen. Also ein bisschen die Frage, warum hängen eigentlich der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und der Kampf gegen die Klimakrise zusammen? Was ist da eigentlich so das Gemeinsame daran? Und dann der zweite Teil geht es um die Stärken und Schwächen von Gewerkschafts- und Klimabewegung. Sonst machen wir da meistens noch mal ein bisschen längeren Teil zu, wie sind denn eigentlich Gewerkschaften aufgebaut, weil es häufig für Klimagruppen sich da irgendwie wenig Berührungspunkte hatten bisher und es ja darauf super wichtig ist, wer ist denn eigentlich die Gewerkschaft, gibt es eigentlich überhaupt die Gewerkschaft, oder nicht super viele unterschiedliche AkteurInnen mit unterschiedlichen Interessen, wo es halt dann super wichtig ist, das ein bisschen besser zu verstehen und zu wissen, wen sprechen wir denn eigentlich an, wenn wir da Kooperationen aufbauen wollen. Genau, wir würden uns aber heute nur ganz kurz einmal die Stärken und Schwächen der beiden Bewegungen angucken. Genau, dann kommen wir zum dritten Teil, gemeinsame Interessen und Gegensätze. Ganz kurz, was trennt uns denn eigentlich, oder was trennt diese beiden Bewegungen und was verbindet sie aber auch. Genau, und der vierte Teil wäre dann die konkrete Zusammenarbeit, also wie können wir erfolgreich zusammenkämpfen. Da erzähle ich ein bisschen was über Beispiele von Zusammenarbeit, die es schon gab. Das ist ein bisschen auch die Grundlage von dem ganzen Projekt, dass wir uns jetzt im letzten Jahr sehr viel damit beschäftigt haben, was gab es denn überhaupt schon für Kooperationen oder was gab es da schon für Initiativen und was ist da gut gelaufen, was ist da vielleicht aber auch nicht so gut gelaufen und wie können wir daraus lernen. Genau, und daraus haben wir so 4 Prinzipien gezogen für erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir dann noch vorstellen. Und geplant ist, dass wir danach noch ungefähr eine halbe Stunde für eine gemeinsame Diskussionszeit haben. Ihr könnt aber, wenn ihr Fragen habt zwischendurch, auch immer gerne Zwischenfragen stellen und ich glaube, Sebastian läuft gleich dann neben dem Mikro um. Genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir starten. Genau, wie gesagt, ich werde sozusagen den ersten Teil machen. Das wird sicherlich auch der längste, weil wir heute eben quasi die Fragen der praktischen Zusammenarbeit eher rausgenommen haben und beim theoretischen bleiben. Genau, zum Einstieg, sozusagen, wenn es um die Frage Klimabewegung und Gewerkschaften, dann herrscht in der Öffentlichkeit eigentlich auch ein Bild vor, dass diese beiden Dinge gegeneinander stehen. Also es wird als ein Gegensatz diskutiert. Auf der einen Seite haben wir die Arbeit, oft die Arbeitsplätze und auf der anderen Seite haben wir Klima und Umwelt. Und die Erzählung ist oft, entweder wir erhalten die Arbeitsplätze oder wir schützen die Umwelt und das Klima. Und das ist natürlich sozusagen eine Erzählung, die es ganz schwierig macht, zusammenzuarbeiten. Und letzte Woche, ganz aktuell, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr die Bild-Zeitung aus Deutschland, gab es diese Titelschlagzeile. Das ist wirklich ganz aktuell, dieser 16. September, wo der Vorsitzende der großen Metallgewerkschaft in Deutschland zitiert wird mit Klimaschutz kostet Hunderttausende Jobs. Also es ist genau diese Erzählung. Wenn man sich jetzt anguckt, was hat er wirklich gesagt, was hat die Bild-Zeitung daraus gemacht, ist nochmal ein deutlicher Unterschied, aber man merkt, die Bild-Zeitung auch als rechtes Kampagnenblatt hat ein Interesse, genau diese Erzählung aufrechtzuerhalten, ja, zu
spalten, zu sagen, entweder Umwelt und Klima oder Arbeit. Und das ist die vorherrschende Erzählung. Und uns geht es heute ein bisschen darum, dem eine alternative Erzählung entgegenzusetzen, die eben verbindet, statt dieses Gegeneinander herzustellen. Und als Ausgangspunkt der Analyse steht im Grunde, es gibt ein Problem, nämlich Ausbeutung und Umweltzerstörung. Ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, es sind zwei Probleme, sondern es ist ein Problem. Ausbeutung und Umweltzerstörung, das ist das Problem. Und genau das sind ja auch die beiden Bewegungen. Ja, Umweltzerstörung, das ist das Thema der Klimabewegung, Ausbeutung im Bereich der Arbeit, der Lohnarbeit, das ist das Thema der Gewerkschaften und der Beschäftigten. Was genau steckt dahinter? Wir haben das nochmal inhaltlich aufgegliedert. Also Ausbeutung bedeutet quasi die soziale Ungerechtigkeit, wenn man das Ganze allgemein und nicht nur ganz eng auf das Arbeitsverhältnis bezieht, sondern generell auf die gesellschaftliche Verteilung von Reichtum. Und Umweltzerstörung ganz konkret ist natürlich die Klimakrise. Ihr werdet es wissen, deswegen gehe ich da relativ schnell einmal durch. Klimakrise bedeutet eben, okay, wir haben eine menschengemachte Veränderung des Klimasystems auf der gesamten Erde, nämlich der Anstieg von CO2-Emissionen und damit der Temperatur. Und das Ganze läuft auf eine Zerstörung der Ökosysteme hin, also auf der Zerstörung der Lebensgrundlagen, letztlich auch der menschlichen Situation in relativ naher Zukunft. Das heißt, die Klimafrage ist nicht nur irgendeine politische Frage, die uns neben vielen anderen Themen beschäftigen muss, sondern sie ist eine Existenzfrage. Ja, also sozusagen, wir werden alle anderen Fragen, die uns wichtig sind und die nicht unwichtiger sind, also wie die Menschen arbeiten, das ist extrem wichtig, das wissen wir als Linke, aber wir werden diese Probleme nicht mal positiv bearbeiten können, wenn wir diese Existenzfrage der Klimakrise nicht bearbeiten. Und die Quintessenz wäre im Grunde, diese Krise droht zu einer globalen Katastrophe zu werden. Und an der Stelle stehen wir. Und die andere Seite des Problems ist eben die soziale Ungerechtigkeit. Das ist jetzt natürlich sehr stark auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik bezogen. Das wird in Luxemburg, haben wir auch schon gestern gehört, teilweise ein bisschen anders sein, aber vieles sicherlich auch ähnlich, auch wenn das Niveau vielleicht noch mal anders ist. Also wir haben einen Trend von Lohndumping, das heißt, der Niedriglohnbereich nimmt immer weiter zu. Gleichzeitig nimmt die Bindung von Tarifverträgen, das Gewerkschaften ausgehandelt haben, immer weiter ab. Für euch, haben wir jetzt gestern gehört, gilt das wahrscheinlich besonders stark für diejenigen, die aus dem Ausland nach Luxemburg pendeln, um hier zu arbeiten. Das ist sozusagen die nochmal besonders davon betroffen sind. Das macht natürlich wahltechnisch ein bisschen schwierig, aber trotzdem arbeiten diese Menschen hier hier und sind auch Teil eures politischen Raums. Und wir haben auch gehört, diese unsicheren Arbeitsbedingungen nehmen durchaus auch zu. Also die Zukunftsängste der Beschäftigten, dadurch, dass es eben nicht mehr sicher ist, dass ich einen Job habe, wo ich darauf bauen kann, den habe ich in 10 Jahren auch noch, dass die Jobs immer mehr befristet sind, dass wir sowas, ich weiß nicht, das ist auch Leiharbeit, sozusagen in Deutschland, sozusagen, ich werde gar nicht mehr fest angestellt bei der Firma, sondern nur nach Bedarf eingesetzt. Und das Ganze führt natürlich zu massiven Zukunftsängsten. Ja, und wer sich sozusagen ökonomisch um seine Zukunft ängstigt, der ist natürlich viel schwieriger auch zu erreichen für so eine Klimafrage. Sozusagen. Wenn ich Angst haben muss, wovon lebe ich morgen oder übermorgen noch, dann ist diese Frage erstmal viel direkter als die Frage, ja, steigt die Temperatur um einen Grad. In Deutschland haben wir auch noch diesen Bereich des Sozialabbaus, also das Hartz-IV-System, das Robert ja gestern auch nochmal angesprochen hat aus seiner Organisierungserfahrung heraus. Aber eben generell der Sozialabbau, der darauf ausläuft, die staatlichen Leistungen werden stärker privatisiert, es wird sich aus immer mehr öffentlichen Leistungen zurückgezogen und Sozialleistungen, wie auch die Renten werden gekürzt. Das heißt, generell kann man feststellen, wir haben eine Umverteilung von unten nach oben. Und das sehen wir in den einzelnen Staaten, aber wir sehen es auch im globalen Kontext, dieser Trend sich immer weiter zuspitzt. Das ist quasi die Problembeschreibung und die werden von den Bewegungen oft eher als getrennt auch wahrgenommen.
Und um das sozusagen umzudrehen, muss man eben sagen, okay, was ist denn die Ursache dieser Probleme? Und die Ursache ist eben Kapitalismus. Das heißt, das ist die gemeinsame Ursache. Und das ist ganz wichtig, weil das wäre auch der Ansatzpunkt aus einer linken Sicht, diese Kämpfe zusammenzuführen. Also Kapitalismus und Wirtschaftsordnung, in der sozusagen aufgrund der privaten Eigentumsverhältnisse wenige Menschen darüber bestimmen, was produziert wird und wie die Mehrheit der Menschen arbeiten muss. Und sie entscheiden das anhand von Profitinteressen und eben weder an Fragen der sozialen Gerechtigkeit, was die Lohnabhängigen, die Beschäftigten betrifft, aber die Kapitalistinnen entscheiden auch nicht anhand von ökologischer Nachhaltigkeit. Also weder soziale Bedürfnisse noch ökologische Nachhaltigkeit spielen im Kapitalismus eine entscheidende Rolle darüber, was und wie wir produzieren, sondern die Generierung von Profit für wenige. Und die Lösung wäre jetzt ganz plakativ eben eine Gesellschaft, die eben nicht nach Profitinteressen organisiert ist, sondern nach sozialen und ökologischen Prinzipien. Und das kann man sich, glaube ich, das ganz abstrakt machen, dann ist es sozusagen das, wo wir von Sozialismus oder von Kommunismus reden. Man kann es aber auch ganz konkret für einzelne Bereiche durchdenken. Also wenn man zum Beispiel den Verkehrssektor nimmt und sagt, okay, wir haben aktuell ein Problem, sozusagen der individuelle Autoverkehr mit Verbrennungsmotoren bietet keine Perspektive, um die Klimakrise aufzuhalten. Wie stellen wir uns denn im Bereich Verkehr so eine ökologische und soziale Gesellschaft vor? Dann kann man das ganz konkret machen. Dann heißt es eben ökologisch, vor allem Bus und Bahn. Muss gefördert, muss ausgebaut werden. Sozial würde aber bedeuten, okay, er muss auch möglichst kostengünstig oder sogar kostenfrei nutzbar sein. Sozusagen eben, dass man sozusagen die Leute nicht dazu zwingt, sozusagen sich zu entscheiden, sozusagen, fährt der Zug überhaupt oder muss ich das Auto nehmen? Oder auch die Frage sozusagen, was ist jetzt eigentlich billiger für mich? Und eben diese Sachen zusammen zu denken. Das kann man eben im Großen und Ganzen machen, aber eigentlich auch für jeden Bereich. Verkehr, Landwirtschaft, Ernährung, Industrieproduktion, Care-Arbeit, Bildung, sozusagen Gesundheit. Das können wir für alle gesellschaftlichen Felder können wir uns ausmalen, wie sehe es denn anders aus, wenn nicht die Profitinteressen darüber bestimmen, wie wir diesen Bereich organisieren. Und das ist dann was sozusagen sowohl den Leuten, die Klima als ihr Thema haben, als auch den Menschen, die vor allem für soziale Fragen kämpfen, etwas, was sozusagen zusammenführen kann. Da gemeinsame Visionen zu entwickeln. Zu der Frage, wie sieht das aus mit gemeinsamen Forderungen und Visionen, kommen wir später auch noch mal. Genau, es hört sich jetzt simpel an und relativ einfach, ist ja toll, machen wir das doch. Aber das Ganze hat natürlich ein Riesenproblem, nämlich, das hatten wir gestern schon, sozusagen die Argumente für eine gerechtere Gesellschaft, die haben wir seit Hunderten von Jahren. Das heißt, es scheitert nicht daran, dass wir nicht die guten Argumente haben oder dass wir sozusagen fehlende Konzepte hätten, sondern es scheitert daran, dass wir es nicht durchsetzen können. Das heißt, es ist eine Machtfrage. Ja? Das heißt, diese Lösung selbst hat eine Voraussetzung, diese Voraussetzung ist eben die Demokratisierung der Wirtschaft. Weil im Kapitalismus durch das Privateigentum haben wir keinen Zugriff darauf zu entscheiden, dass soziale und ökologische Standards die Produktion bestimmen sollen, sondern es sind die Kapitalistinnen, die anhand von Profitinteressen das machen. Und diese Voraussetzung ist eben auch nicht einfach. Wir können jetzt auch nicht sagen, okay, wir haben jetzt ein Konzept, wie genau wollen wir Wirtschaft demokratisieren. Da wissen wir auch, gibt es seit Jahrhunderten verschiedenste Modelle. Es ist aber eine Machtfrage, sie durchzusetzen. Und an der Stelle sind wir genau an der Frage, warum sollten eigentlich Beschäftigte und Klimaaktive zusammenarbeiten, eben weil das Ganze umgesetzt werden muss. Und bei der Klimabewegung hat man, glaube ich, ganz klar gesehen, sozusagen, die ist unglaublich mobilisierungsfähig, sie schafft es, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Alle Leute reden davon, alle Leute wissen davon, aber es ändert sich in der Politik so gut wie nichts. Ja, das heißt, die Dringlichkeit des Themas, die Proteste, den öffentlichen Diskurs zu bestimmen, ändert nichts daran, dass sich die Politik in der Substanz nicht ändert. Weil eben allein dadurch nicht genügend Macht aufgebaut wurde, um eben diese Demokratisierungsfrage, also letztlich die Eigentumsfrage, oder man kann auch sagen, die Systemfrage nicht gestellt werden kann. Ja, es
reicht nicht, nur zu demonstrieren, das ist quasi die Erkenntnis der Klimabewegung, sondern wir brauchen eine Machtperspektive. Und diese Umsetzungsperspektive ist eben die Zusammenarbeit von beiden Bewegungen. Oder man kann es noch weiterfassen, natürlich von viel mehr Bewegungen. Wir können die feministische, die antirassistische, die antifaschistische Bewegung mit einbeziehen. Sozusagen, diese Bewegungen sind alleine nicht stark genug, um Veränderungen durchzusetzen. Und es ist gerade Aufgabe der linken organisierten Kräfte, eben diese Zusammenarbeit zu organisieren. Und wir haben das eben für diesen Bereich Klimagewerkschaften bisher gemacht. Genau, diesen kurzen Abriss würde dann eben folgen, wir hatten gerade dieses Bild, angeblich steht, die sozialen Bedürfnisse stehen gegen die ökologischen Fragen. Und wir würden sagen, wir brauchen eine andere alternative Erzählung als Linke und die würde eben so aussehen. Eigentlich stehen Arbeit und Klima gegen die Kapitalinteressen. Und weil sie eben beide diesen gemeinsamen Gegner eigentlich haben, macht es eigentlich Sinn, zusammen zu kämpfen und nicht getrennt zu kämpfen und vor allem nicht gegeneinander zu kämpfen. Genau, ich würde jetzt quasi zur Zusammenfassung vom ersten Teil kommen. Die Quintessenz ist zu sagen, die Klimakrise ist eine Klassenfrage. Und damit betrifft sie natürlich auch die Klasse der Lohnabhängigen. Die Verursacherin, kann man sagen, global, im globalen Kontext, wie auch innerhalb der Staaten, ist die kapitalistische Klasse sowohl die Hauptverursacherin als auch die Profiteurin von Naturzerstörung. Einmal damit, dass sie natürlich sozusagen durch die Profitgenerierung, durch die Produktionsentscheidungen profitieren, aber auch, wenn wir uns angucken, nach Einkommensklassen, sozusagen, wie groß ist denn der ökologische Fußabdruck? Also wer fliegt viel, wer fliegt nicht viel, dann sehen wir eine Spaltung innerhalb, sag ich mal, der nördlichen, der europäischen Staaten, dass es eine Klassenfrage ist, wer welchen ökologischen Schaden anrichtet, aber wir sehen es auch nochmal global, dass es diese Spaltung gibt. Und das ist auch ganz wichtig in Richtung der Klimabewegung, dass das dort klarer ist, sozusagen. Weil daraus folgt eben, dass dieses sehr individuelle Denken, die einzelnen Leute müssen ihren Konsum umstellen und wir greifen die Leute moralisch dafür an, dass sie noch Auto fahren oder dieses oder jenes Klimaschädliche machen, dass das nicht besonders zielführend ist, weil der eigentliche Gegner nämlich an einer anderen Stelle sitzt. Es werden Profite generiert. Warum haben wir diese hohen Emissionen? Warum haben wir Naturausbeutung? Es wird im kapitalistischen Sinne, lassen sich damit Profite generieren. Also wie es bei Herrn Marx schon steht, sozusagen alle Springquellen des Reichtums sind die Arbeit und die Natur. Also Arbeit ohne Natur ist nicht möglich und all die Stoffe, die heute aus der Erde gezogen werden, sozusagen dienen ja letztlich der Profitgenerierung. Also wir müssen mal angucken, wie viele Sachen werden produziert, die wirklich eine ganz geringe Qualität haben. Ja, Plastikschrott, der relativ schnell kaputt geht. Sozusagen, damit lassen sich Profite machen, aber langfristig Bedürfnisse befriedigen lassen sich damit eigentlich nicht. Das heißt, nur in der Logik der Profitgenerierung macht es eigentlich Sinn, solche Sachen zu produzieren. Ja, also wenn man den Leuten anbietet, ja, du kriegst ein Produkt, das hält jetzt 10 Jahre und das geht nicht kaputt, dann wird ja niemand sagen, nö, ich möchte gerne eins, das ist nach einem Jahr kaputt. Das heißt, nur die Profitlogik führt dazu, dass wir diese Naturzerstörung in diesem Ausmaß eigentlich haben, weil sie gesamtgesellschaftlich irrational ist, das gesamte Wirtschaftssystem. Genau, das ist Klassenfrage Verursacherin und dann stellt sich eben die Gegenmachtfrage, die eben kein rein ist von Diskursen oder von guten Argumenten, sondern eben eine ganz materielle. Und nur an dieser Stelle kommt eben dann die Lohnabhängigkeit ins Spiel, weil nur sie kann genug Macht aufbauen, um den sozialen und ökologischen Umbau zu erkämpfen. Da kommen wir auch später nochmal zu der Frage, sozusagen, was ist eigentlich die Macht der Lohnabhängigen? Es ist eben der potenzielle Streik, zu sagen, die Produktion steht still, wenn gestreikt wird. Das heißt, die Kapitalistinnen und ihr Management, die können ja machen, was sie wollen, aber es werden keine Profite generiert, das System gerät ins Stocken,
wenn die Lohnabhängigen sich verweigern. Was man ja auch immer dann sieht, wenn gestreikt wird, was für ein öffentlicher Aufruhr, zum Beispiel in der Bild-Zeitung, dann gegen Streikende aufgemacht wird. Das heißt, es ist eigentlich die größte Machtressource, die wir als antikapitalistische Bewegung, als Linke, eigentlich als alle sozialen Bewegungen haben, ist im Grunde die Produktionsmacht, die eigentlich bei uns liegt. Ja, weil ohne uns, die wir arbeiten, läuft eben nichts. Und es ist genau diese Machtressource, die zum Beispiel auch der Klimabewegung fehlt. Weil sie hat ja dieses Klimastreit, da ist das Streit schon drin. Aber wenn die Schülerinnen und die Studierenden nicht zur Uni gehen, dann macht es keinen ökonomischen Schaden. Ja? Aber wenn die Transportarbeiterinnen, wenn die Industriearbeiterinnen oder auch die Menschen in der staatlichen Verwaltung sozusagen nicht arbeiten, dann ist politisch was los. Und das hat großen ökonomischen Druck. Und es ist sozusagen die relevanteste Machtressource, die wir als Linke eigentlich haben. Genau, daraus würden wir eben die Schlussfolgerung ziehen, deswegen muss Politik eben erstens antikapitalistisch sein, das heißt die Eigentumsfrage muss gestellt werden. Ohne eine Demokratisierung der Wirtschaft lässt sich die Klimakrise nicht lösen. Und zweitens muss Klimapolitik im Sinne von verbindender Klassenpolitik vorangebracht werden. Das heißt, Spaltungen müssen überwunden werden. Das ist einmal die Spaltung zwischen Klimabewegung und Gewerkschaftsbewegung, aber das betrifft auch die Spaltung zum Beispiel innerhalb der Gewerkschaftsbewegung zwischen Kernbelegschaften und Randbelegschaften, die deutlich weniger abgesichert sind. Das betrifft rassistische Spaltungen, die innerhalb der Unabhängigen und auch der Bewegung stattfinden. Oder auch patriarchale und sexistische Spaltungen sozusagen. Und das ist genau Aufgabe von verbindender Klassenpolitik, diese Spaltung in der politischen Kampf. Ja, man kann sie nicht komplett überwinden innerhalb des Systems, das ist klar, aber wir müssen sie reduzieren, weil nur das die notwendige Einheit herstellt, um wirklich die notwendige Macht, um dieses System zu verändern, aufgebaut werden kann. Das war sozusagen mein Hauptteil, der erste Teil, und wir würden es gerne jetzt an dieser Stelle schon mal für eine Runde öffnen, wenn ihr Ideen habt, die Fragen sein, was würden diese Überlegungen jetzt für eure politische Arbeit bedeuten, oder habt ihr Anmerkungen, Kritik an dieser Stelle, was sind eure Gedanken? Alles, was euch einfällt. Vielleicht, wenn Sebastian mit dem Mikro vielleicht umgehen mag, und ich weiß nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Ich übergebe das mal an Sebastian. Ich habe nicht gemeldet. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich möchte nur zwei Dinge einwerfen, die gerne vergessen werden. Bei der Klimafrage, das ist der Freihandel. Immer wird das Augenmerk auf den privaten Autoverkehr gelegt. Okay, das ist ein Problem, aber ein viel größeres Problem ist der Freihandel, wo beispielsweise in Norwegen Fische gefangen werden, die gehen dann nach China, um irgendwie verarbeitet zu werden, kommen dann Tiefkühl zurück. Solche Dinge, da müssen wir gegen vorgehen. Unsere Regierungen haben jetzt auch, jedenfalls die luxemburgische, sehr profitiert von der Situation und haben eine ganze Reihe Freihandelsabkommen noch unterschrieben ist während der letzten Jahre. Und dann ein anderes Problem, was auch sehr viel Schmutz macht, ist natürlich der Krieg. Der macht nicht nur Umweltschmutz, der macht auch natürlich menschliches Leid. Und auch mit der Waffenproduktion und so weiter, da waren auch die Gewerkschaften haben da immer eine sehr freundliche Haltung. Denn die Metall beispielsweise war immer dagegen, dass man irgendetwas gegen die Waffenproduktion macht. Und da müssen auch andere Modelle ausgedacht werden. Das heißt, man braucht eine Friedenspolitik, wo es kann, aber auch die Gewerkschaften müssen sich Gedanken darüber machen, Arbeitsplätze auf andere Sektoren zu verteilen. Ein Problem auch, wo die Gewerkschaften oder auch das Kräfteverhalten auch nicht günstig ist, die Arbeitszeitverkürzung ist absolut notwendig. Sektoren, wo so umweltschädlich sind, da muss etwas anderes. Da gibt es sehr viele Arbeitskräfte, könnte man im Umweltbereich schaffen. Aber natürlich dafür braucht es eine andere Ökonomie. Der Kapitalismus muss weg, das Profitdenken muss weg. Dann kann man anders produzieren und umweltfreundlich leben.
noch ein Problem auch zu der Umweltzerstörung. Es wird sehr viel auf den Klimawandel gelegt, aber was im momentan in manchen Informationen, was für mich überkommt, die Umweltzerstörung durch Chemikalien, die Pestizide, Dünger und so weiter, das tritt sehr in den Hintergrund. Und das ist auch ein großes Klimaproblem. Danke. Ja, so, es gibt ja eine ganze Reihe von Gegenargumenten. Die soziale Frage, die ist ja, sagen wir, durch die ganze Propaganda gar nicht mehr existent. Es wird von Individualisierung über Individualisierung und Konsumverhalten gesteuert. Also wenn man von Individualisierung spricht, dann ist man ja eigentlich im Gegensatz zum Klassenbewusstsein. Jeder hat sein eigenes Problem, jeder versucht sein eigenes Problem auf seine Art und Weise für sich zu lösen. Das heißt also auch Solidaritätsbewegungen, die sind dann nicht mehr wichtig irgendwann. Und die Verwirklichung des Lebens geschieht ja im Konsum. Und die Produktion, die Diktatur der Produktion macht ja es unmöglich, irgendwas zu bestimmen in dieser Richtung. Und dann bleibt eigentlich nur als Verwirklichung der Konsum, der ganze Konsumismus. Und jetzt soll den Leuten dann auch das noch weggenommen werden. Sie dürfen dann nicht mehr mit ihrem Auto fahren und so weiter. Und das ist dann nicht mehr annehmbar. Dann muss man gegen diese Klimafritzen, da muss man gegen sie vorgehen. Also, so wird ja auch dann argumentiert, wenn ich auf die Schlagzeile der Bildzeitung zurückkomme. Danke. Sollen wir sammeln oder wollt ihr also zwei Leute? Wir machen die zwei noch und dann kommt der nächste Teil von der Visa. Okay, gut. Genau, ich wollte von nach vorne sagen. Ja, ich möchte da anknüpfen, was Guy gesagt hat, dieser Klassenbegriff und dieses Bewusstsein, die Klasse an sich und die Klasse für sich. Es ist ja so, dass der Kapitalismus es fertiggebracht hat, die Illusion der Klasse zu zerstören. Das heißt, wir sind alle Brüder und Schwestern und sogar eine Putzfrau kann mehrmals im Jahr über Ryanair nach Marokko in Ferien fahren. Das war ja sonst nie. Das ist ja ein sozialer Fortschritt, oder? Dieses Trugbild, wie Guy es auch gesagt hat, der Tempel des Konsums bestimmt, wer bist du? Das heißt, die Bestimmung des Ichs macht sich über den Konsum aus. Und wenn ich mir ein SUV leisten kann, dann ist das ein Statussymbol. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn man nämlich sagt, ihr sagt ja, die Klassenpolitik, die Spaltung muss überwunden werden. Es gibt auch aufgeklärte Kapitalisten trotzdem. Vor ein paar Tagen war bei uns auf dem Fernsehen eine Sendung. Es gibt auch Profiteure von der Idee der Klimaproblematik. Zum Beispiel diese ganzen grünen Produkte, die eigentlich nicht dazu dienen, in erster Linie eben das Umweltproblem zu lösen. Das ist nur eine Machtlücke. Und das ist das Grundproblem auch. Die Leute haben eine gewisse Illusion, auch wenn sie ihren Müll jetzt sauber trennen und sie haben einen Komposthaufen und ich weiß nicht, dass jeder in Luxemburg ist das, was die Transportfrage angeht, sind wir ein super Beispiel. Der öffentliche Transport ist gratis. Und trotzdem werden noch Autobahnen und Straßen gebaut, damit die es sich leisten können, auch weil jetzt die Steuern erhöht werden. Es wird immer wieder in Luxemburg Leute geben, denen das scheißegal ist, weil sie eben das Geld dafür haben. Und dieses Bewusstsein ist eigentlich das Schwierige. Das ist die Klasse an sich, also wir sind ja zu 99% Lohnabhängige, egal in welchen Bereichen das wir arbeiten, auch die Intellektuellen, die Künstler, was weiß ich, die Bauern.
wir sind alle Opfer auch von dieser Illusion. Und dieses Trugbild gibt es, glaube ich, zu. Wenn wir das schaffen würden, was eigentlich aber auch auf der Hand liegt, also es ist eigentlich, wenn man das an Beispielen sieht, wenn jeder bewusst wird, was trage ich mit meinem Konsumverhalten dazu bei, trotzdem das große Ganze. Ja, also das ist natürlich das Problem, das wir immer haben als kommunistische, als fortschrittliche Link. Das Bewusstsein der Klasse, dass du zu der Klasse gehörst und dass du innerhalb deiner Klasse die etwas bewegen kannst. Also, ja. Also ich gebe dir recht, wenn die eigentliche Macht, was Transformation anbelangt, bei den Unabhängigen sind, die den Mehrwert erarbeiten. Meine Frage ist, wie spricht man diese Menschen an? Diese Menschen haben unterschiedliche Identitäten. Die sind, wie jetzt schon gesagt, Konsumenten, sie sind Lohnabhängige, sie sind Vater oder Mütter, sie sind vielfältig. Jetzt, um diese Menschen anzusprechen, wäre es ja dann logisch, sie nicht als unbedingt in ihrem Widerspruch als Lohnabhängige anzusprechen. Soll man sie dann in einer anderen Identität ansprechen, also zum Beispiel als Mütter oder Väter, müssen sie eigentlich, ich weiß nicht, in Deutschland Leute, die im Bergbau arbeiten, die keinen von ihren materiellen Bedingungen haben, die kein Interesse, etwas gegen ihre eigene Arbeit, also wenn sie in Kohlengruben zum Beispiel haben, etwas gegen ihre eigene Arbeit zu tun. Aber als Väter oder Mütter sind sie schon an der Klimafrage, müssen sie an der Klimafrage interessiert sein. Also wie spricht man sie an? Das ist meine Frage. Genau, also es gibt schon ganz viele Fragen sozusagen, die jetzt auch jetzt in den nächsten Teilen nochmal auftauchen, deswegen würde ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Sozusagen, aber wir haben die Sachen auf dem Schirm und in der Gesamtdiskussion am Ende können wir, glaube ich, die Punkte alle nochmal aufgreifen. Und dann geht es, glaube ich, auch ganz viele Fragen, die ich angesprochen habe, kommen wir jetzt auch noch in den nächsten Teilen ran. Und ich an der Stelle an Elisa weitergeben. Genau. Ich würde einmal kurz auf die Stärken und Schwächen der beiden Bewegungen eingehen, auch wenn da jetzt auch schon relativ viel gesagt wurde. Genau, wir haben auf der einen Seite die Klimabewegung und genau, gestern war ja zum Beispiel wieder Klimastreik, da waren 100.000 Menschen wahrscheinlich insgesamt jetzt auf der Straße wieder. Ich war gestern in Frankfurt, da waren 17.000 Menschen, das war ganz schön groß. Also die Klimabewegung schafft es auf jeden Fall, zumindest in Deutschland, habe ich gehört, gab es schon auch Demonstrationen gestern zum Beispiel, schafft es vielfältige Aktionen zu machen und haben eine hohe Diskursmacht. Das heißt, die Klimakrise ist auf jeden Fall viel mehr in den Medien und in der öffentlichen Diskurs angekommen, als das noch vor 3 Jahren der Fall war. Genau. Die Hauptschwächen würde ich sagen, dass eben trotzdem große Teile der Klimabewegung noch auf Kooperation mit der herrschenden Politik setzen. Sieht man gerade ganz gut. Alle Klimagruppen, oder nicht alle, aber sehr viele sprechen von jetzt, also in Deutschland jetzt die Klimawahl 2021 und meinen damit häufig wahrscheinlich, dass jetzt die Grünen oder meinetwegen auch die Linke gewählt werden muss, damit wirklich was damit die Klimakatastrophe gestoppt werden kann, aber eigentlich ist klar, dass das nicht passieren wird. Also selbst in den Wahlprogrammen ist keine Partei das Programm vereinbart mit noch unter 1,5 Grad zu halten. Oder auch im Kohleabbau in Deutschland gab es die Kohlekommission, also so ein politisches Gremium, wo auch Gewerkschaften, aber auch Teile der Umweltverbände drin saßen, die dann da mit Politikern gesprochen haben über wie es mit dem Kohleabbau weitergeht. Und letztendlich haben die sich da einbinden lassen und haben dann
waren dann nachher, konnte dann gesagt werden, ja, aber die Umweltverbände haben ja mitgeredet, das war ja der Kompromiss, obwohl das, was wir rauskamen, für Klima eigentlich überhaupt nicht keine gute Lösung war. Genau, das heißt, es gab bisher kaum handfeste Erfolge, also auch wenn sehr viel über Klimawandel, Klimakrise gesprochen wird, hat sich an den Emissionen eigentlich kaum was verändert. Und eine weitere Schwäche, würde ich sagen, ist, dass die Klimabewegung immer noch nur in sehr wenigen Teilen der Bevölkerung verankert ist. In Deutschland besteht die Klimabewegung schon vor allem aus jungen, eher Akademiker, genau. Und ich schätze mal, dass es in Luxemburg auch nicht so anders ist. Genau, zur Gewerkschaftsbewegung hat Benjamin auch schon gesagt, die Hauptstärke von Gewerkschaften ist eben, dass sie die organisierte Produktionsmacht der Lohnabhängigen haben, dass sie also streiken können. Und das Streik, also dass die Beschäftigten, dadurch, dass sie produzieren, eigentlich, wenn sie sich zusammentun, kollektiv auch entscheiden könnten, eben das nicht zu tun oder etwas anderes produzieren und auch das Wissen dazu. Genau, es gibt schon auch Beispiele, dass dieses Lucas Aerospace, haben wir neulich einen Vortrag zu gehört, dass, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber dass Beschäftigte von einer Rüstungsfirma sich halt genau überlegt haben, was könnten sie denn stattdessen produzieren. Das heißt, die Beschäftigten dort haben eigentlich das Wissen, wie sie gesellschaftlich notwendige, sinnvolle, ökologisch nachhaltige Produkte produzieren könnten, aber haben einfach nicht die Möglichkeit, das zu entscheiden. Genau. Die Hauptschwäche der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland und wahrscheinlich schon auch hier ist, dass dieser Streik, also dieses Hauptmittel, Machtmittel der Beschäftigten eigentlich so gut wie nie, also super selten eingesetzt wird. Also dass die Gewerkschaften sehr stark auf Sozialpartnerschaft ausgelegt sind, statt kämpferische Streiks durchzuführen und zu organisieren. Also dass die Gewerkschaftsführung einen harmonisch mit der Kapitalseite verhandeln zu können, um eben bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Und das aber zumindest in Deutschland von der Kapitalseite wirklich schon aufgekündigt wurde, eigentlich diese Sozialpartnerschaft, also dass die Arbeitsbedingungen eigentlich eher immer schlechter werden, aber die Gewerkschaftsapparate eben trotzdem noch irgendwie so harmonisch miteinander verhandeln wollen. Und was damit noch zusammenhängt, ist auf der einen Seite, dass häufig eher Stellvertretungspolitik in den Gewerkschaften vorherrscht, statt Selbstermächtigung, also dass die Tarifverhandlungen, das ist halt die Gewerkschaftsführung und die Basis der Gewerkschaften hat da häufig gar nicht so viel Einfluss drauf. Oder genau, haben wir auch in Deutschland gab es diese Diskussion um die Abwrackprämie, also dass Menschen Geld dafür bekommen, dass sie ihr Auto abwracken lassen und sich ein neues Auto kaufen. Das hatte die Gewerkschaftsführung von der Metallgewerkschaft in Deutschland gefordert. Bei den Beschäftigten selbst war das aber auch noch kein Thema. Und dann entsteht so ein Bild von, die Beschäftigten in der Autoindustrie, die interessiert das Klima überhaupt nicht und die wollen, dass nur noch mehr Autos produziert und verkauft werden. Aber eigentlich ist das eine Forderung der Gewerkschaftsführung, die von den Beschäftigten selbst gar nicht geteilt wird. Genau, und ein weiteres Problem, was damit zusammenhängt, ist, dass der hauptamtliche Apparat von den großen Gewerkschaften häufig sehr stark an die etablierten Parteien gebunden ist. Also in Deutschland ist das vor allem die SPD, also dass sehr viele der Gewerkschaftsführung einfach in der SPD ist, die wirklich keine fortschrittliche Politik macht, sowohl was soziale als auch ökologische Themen angeht. Und so wie ich das verstanden habe, ist es in Luxemburg auch so, dass die Gewerkschaften stark an die sozialdemokratische und die christliche Partei angelegt ist. Genau, so viel zu dem Teil. Wenn es da gar keine Fragen zu gibt, würde ich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden weitermachen.
Und da könnten wir starten mit einer kurzen, vielleicht so ein paar Stimmen dazu, was habt ihr für oder was kennt ihr für Vorurteile über auf der einen Seite Arbeiter und Gewerkschaften und auf der anderen Seite Aktivistinnen und die Klimabewegung. Also was kennt ihr für Vorurteile, mit was für Vorurteilen seid ihr vielleicht, ja genau, gestern kam ja auch schon, dass wir auch nicht bei Gewerkschaften aktiv sind, konfrontiert gewesen oder was habt ihr vielleicht auch selber für Vorurteile? Dass die Ökologen sich wünschen, das ist abenteuerlich, utopisch, nicht realisierbar. Sie meinen Ihr Handy abnehmen. Ja, ein Vorurteil von Gewerkschaftern gegenüber Ökologen könnte sein, was sie fordern, das ist nicht realistisch, das ist utopisch, abenteuerlich, ist nicht sinnvoll. Oder sie kennen unsere Situation nicht, wie wir leben. Ja, gestern war auch diese ganz viele Kommentare so, sie mal ihr Handy abgeben und all ihre Luxuswaren und dann können wir weiterleben. Irgendwie so. Das waren ganz viele Kommentare gestern. Ja, die Illusion, dass man mit kleinen Schritten sowohl, und das sind Vorurteile, die kann man sowohl für die Gewerkschaft als auch für die Klimabewegung erzählen, dass kleine Schritte, kleine Fortschritte, dass man sich da schon darüber einig ist. Das heißt, dass punktuell Dinge herausgenommen werden. Und wenn die erreicht wurden, dann ist das ein Erfolg. Vorurteile gegenüber den einen und den anderen, die Jugendlichen zum Beispiel, die sagen auch, ihr Alten, also die alte Generation, ihr habt uns das jetzt alles verbockt und ihr müsst jetzt umdenken. Und dann gibt es ja auch diese grün angestrichenen Dinge, die dann wirklich dann punktuell uns weiterhelfen, die dann aber von der ganzen globalen Problematik ablenken. Und was ich auch an Erfahrung habe, ganz oft sind junge Menschen, die aktivistisch sind, während einer gewissen Zeit sind sie sehr aktiv und die, sagen wir mal, die Lebensperspektive oder die Arbeitswelt, wenn sie später auf Jugendliche kommen, wenn sie keine Jugendlichen mehr sind und mit den realen Problemen zu kämpfen haben. Sie wohnen nicht mehr in Mutter Mama und müssen selber arbeiten. Da ist auch wieder eine andere Realität, die dann auch überhaupt nimmt. Und ganz oft ist eben auch die Illusion, dass wenn man sich engagiert und eben diese Teilerfolge hat, dass dann für das Individuum, also für mich und meine Familie ist das dann auch okay. So. Und natürlich global gesehen, das hat zum Beispiel unser Premier hat vor ein paar Tagen gesagt, Luxemburg wäre ein Reiskorn, also wir sind so klein, was hat das für einen Sinn, dass wir das machen? Wenn alle Großmächte das nicht machen, die bösen Chinesen und die Amerikaner sind jetzt gut, die haben ja jetzt einen anderen Präsidenten, die machen jetzt eine gute Politik. Also, ja, also jeder schiebt das irgendwie in seine Schublade. Und das Globale, das wirklich Globale, wir leben in einer globalen Welt, wird einfach nicht gesehen. Und also was ist eigentlich gemeint mit den Vorurteilen, die wir haben? Also normalerweise weiß man ja gar nicht, dass man ein Vorurteil hat. Oder Vorurteile, die so vorherrschend sind in der Gesellschaft. Was habt ihr gemeint damit? Beides, also sowohl als auch. Und also, genau, du kannst auch sagen, was ist dein Bild von, also deine Vorstellung, wie sind Aktivistinnen zum Beispiel, oder wie sind Gewerkschafterinnen? Und ob das dann ein Vorurteil ist oder dann der Realität entspricht.
Zwängen sind und so weiter. Und die können also auch gar nicht mitreden und sie sollen zur Schule gehen. Ja, ich habe heute eine kurze Umfrage in der sozialdemokratischen Tageblatt gelesen. Da haben mal 50% gesagt, die sollten eher in die Schule gehen, als den Klimastreik zu machen. Von diesen Lesern. Also ich wollte eigentlich ein bisschen Ähnliches sagen, was Kamerad Guy gesagt hat. Aber es wäre vielleicht interessant in dem Sinne, ich weiß nicht, ob es eine Sozialstudie gibt, wo man feststellen kann, wie viele Arbeiter aktiv in Klimabewegungen sind und umgedreht, wie viele Klimaaktivisten Arbeiter sind. Das wäre mal interessant festzustellen und dann zu sehen, wie weit wir von den guten Ideen durchdrungen sind oder nicht. Vielleicht noch ein Vorurteil, vis-à-vis von den Gewerkschaften, dass sie nur an sich selbst interessiert sind. Also sobald die Sozialwahlen wieder kommen, dann sind sie wieder da, dann sieht man etwas von ihnen und sie sind vielleicht nur daran interessiert, sich selbst zu erhalten, vis-à-vis von, ja, also wie soll ich das sagen, sie stellen ja nicht die Frage, zum Beispiel die Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel warum dürfen die Arbeiter sich selbst so Part von der Anteile haben von der Firma, in der sie arbeiten. Ne? Weil das würde zum Beispiel die Eigentumsfrage wieder in Frage stellen, also die nicht tiefer rein. Ja, da war jetzt schon sehr vieles dabei. Genau, vielleicht noch kurz zu der Frage, wie viele Arbeiter in der Klimabewegung sind. Also wenn wir jetzt wir das jetzt so mal den Begriff Arbeiter in Klasse mal ganz groß denken, als wie wir das jetzt machen als Lohnabhängige, würde ich sagen, sind wahrscheinlich die allermeisten Menschen, die in der Klimabewegung sind, auch ArbeiterInnen. Weil sie eben kein eigenes Kapital haben und kein eigenes Produktionsmittel. Genau, und trotzdem ist es ja meistens so vom Milieu doch eine relativ homogene Gruppe. Genau, wo vielleicht doch dann eine Kluft häufig da ist zu anderen Menschen, die irgendwie in der Industrie arbeiten oder so. Genau, wir haben mal versucht, das so ein bisschen in 3 Kategorien einzuteilen, was trennt und was verbindet uns. Und das erste wären eben kulturelle Unterschiede. Also das ist, damit ist gemeint, dass zum Beispiel die Sprache häufig ganz anders ist. Also dass in Deutschland in der Klimabewegung schon zum Beispiel sehr viel Wert auf so geschlechtergerechte Sprache und Gendern liegt. Genau, dadurch, dass das akademische Milieu vielleicht eher eine andere Sprache verwendet wird als von Menschen, die irgendwo in der Industrie arbeiten. Genau. Das zweite wären gemeinsame Interessen, was genau zum Beispiel, wenn wir uns Verkehrswende angucken, ist die Klimabewegung daran interessiert, dass es gute Arbeitsbedingungen im öffentlichen Personennahverkehr gibt, damit da mehr Menschen arbeiten, damit der ausgebaut werden kann und die Menschen, die dort arbeiten, haben natürlich auch ein Interesse an guten Arbeitsbedingungen. Das wäre jetzt so ganz konkret ein gemeinsames Interesse. Und es gibt aber auch Gegensätzliches. Also das kam auch immer wieder mal das Beispiel mit Kohleabbau zum Beispiel, wo irgendwie relativ klar ist, steht erstmal gegeneinander. Also diese Jobs müssen einfach verschwinden. Also dieser Braunkohleabbau darf nicht weitergeführt werden, wenn wir diese Klimakatastrophe aufhalten wollen. Genau, und jetzt ist aber wichtig, wie gehen wir denn damit um, mit diesen
das macht es natürlich schwieriger zusammenzuarbeiten, weil wir uns natürlich in unserer Komfortzone lieber mit den Menschen unterhalten, die uns sehr ähnlich sind. Aber trotzdem dürfen wir uns davon nicht abhalten lassen, weil sonst bleiben wir halt in unserer Nische. Ich fand ein ganz schönes Beispiel, es gab eine Kooperation in Deutschland zwischen Fridays for Future und den BusfahrerInnen von die bei Verdi, also der Dienstleistungsgewerkschaft, organisiert waren 2020. Und da gab es, also da wurde eine Busfahrerin eingeladen zu einer Veranstaltung von den Students for Future in so einem großen Hörsaal-Gebäude in der Uni. Also ich war nicht selbst dabei, aber ich habe da mit einer Person drüber geredet, die das erzählt hat, dass die Busfahrerin zum allerersten Mal in so einem Uni-Kontext war und in so einem Hörsaal und ja, dann dort alle Menschen sich erstmal vorgestellt haben mit hallo, ich heiße so und so, mein Pronomen ist das und das, dass man sagt, wie möchte man angesprochen werden, mit sie oder er oder einem anderen Pronomen oder keinem Pronomen, was irgendwie so ganz normal ist in der Klimabewegung, aber was halt für viele Menschen, die da nicht so drin ist, völlig neu und unverständlich ist. Dann sollte die Busfahrerin erzählen, wie so ihre Arbeitsbedingungen sind und ist auf die Bühne gekommen und hat angefangen und hat gesagt, ich heiße so und so, mein Pronomen ist Busfahrer. Und irgendwie fanden das alle ziemlich toll und dann war auch relativ gute Stimmung und ich habe das Gefühl, das ist so ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, dass es natürlich erstmal irgendwie unangenehm und komisch ist, aber halt trotzdem man sich davon nicht abhalten lassen sollte und man vielleicht auch irgendwie spielerisch damit umgehen kann. Genau, bei den gemeinsamen Interessen ist eben wichtig, genau die in den Mittelpunkt zu stellen und die zur Basis der Zusammenarbeit zu machen. Dann gibt es eben immer noch Gegensätzliches und auch da muss der Umgang erstmal sein, das auszuhalten. Also wenn wir davon ausgehen, wir müssen uns in allem 100%ig einig sein, bevor wir zusammenarbeiten, dann wird es keine Zusammenarbeit geben. Das heißt, wir müssen eben da, wo wir uns einig sind, das zum Inhalt unserer Zusammenarbeit machen und alles andere vielleicht erstmal nicht permanent die ganze Zeit diskutieren. Natürlich gibt es Dinge, wo es einfach nicht geht und dann macht vielleicht die Zusammenarbeit keinen Sinn, aber vieles, was man auch einfach erstmal so ein bisschen in den Hintergrund stellen kann. Also zum Beispiel beim öffentlichen Personennahverkehr hatten natürlich die Klimabewegung die Forderung nach einem kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Und bei den BusfahrerInnen war aber sofort die Angst da, okay, wenn das jetzt kostenlos wird, dann passiert das auf unserem Rücken. Dann heißt das, dass weniger Geld reinkommt und dass wir dann wahrscheinlich niedrigere Löhne bekommen. Was ja total verständlich ist innerhalb dieses Systems, dass da diese Angst ist. Und dann war klar, okay, dann ist das eben keine gemeinsame Forderung, dann ist die gemeinsame Forderung jetzt bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Genau, das sind so Beispiele dafür, eben diese gegensätzliche erstmal auszuhalten. Genau, das heißt, jetzt würden wir zur konkreten Zusammenarbeit kommen und ich erzähle ein bisschen was über ein paar konkrete Beispiele. Wovon ich jetzt, ich will anfangen mit dem Foto unten rechts. Das ist die Green Bands Bewegung in Australien. Es ging los, dass dort in den 70er Jahren, Anfang der 70er in Australien viele Städte umgebaut wurden, dass öffentliche Parks wurden zerstört für Luxuswohnungen, Bürogebäude und Parkhäuser oder irgendwelche historischen Gebäude genau. Und in einem Vorort von Sydney haben sich ein paar Frauen zusammengetan und gesagt, wir wollen nicht, dass da unser öffentlicher Park bebaut wird von einem großen Konzern.
werden, haben sich versucht, an Bürgermeister, politische Institutionen zu wenden, die nicht wirklich reagiert haben, und haben sich dann an die Baugewerkschaft, an die Builders Labourers Federation gewandt und haben dann ein großes Treffen initiiert, wo über 600 AnwohnerInnen zusammengekommen sind, die alle gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Städte umgebaut werden, sowohl also dass irgendwie Natur zerstört wird, aber auch vor allem halt unser öffentlicher Raum. Und dann haben die Bauarbeiter gesagt, okay, dann streiken wir, und haben dann verhindern können, dass dieser Park gebaut wurde. Der Konzern hat dann natürlich versucht, noch Streikbrecher einzusetzen aus anderen Regionen. Die haben dann einfach auch gestreikt. Und das hat dazu geführt, dass es diesen Park heute noch gibt, und es hat auch dazu geführt, dass in den Jahren darauf, also das ging 1970, glaube ich, los, bis 1974, über 50 solcher Kampagnen gab, also sogenannte Green Bans. Und dass da sehr vieles eben verhindert werden konnte durch diese Streiks. Die haben sich auch solidarisiert mit anderen Bewegungen, und da war auch schon so Anfänge von Umweltbewegungen dabei, aber auch die Aborigines-Bewegung gab es da Solidarisierung oder Bewegung von homosexuellen Menschen und so weiter. Genau, und es gab aber natürlich auch sehr viel Repression von Seiten des Konzerns und von Seiten der Polizei, also dass gewollt wurde, dass der Konzern da eigene Schlägertrupps bezahlt und eingesetzt hat. Genau, und hat auch am Ende dazu geführt, dass so viel Druck auf der Gewerkschaft lag, dass sie dann einen deutlich weniger kämpferischen Mensch dort an die regionale Führung gebracht haben, dass das Ganze dann gescheitert ist leider. Aber trotzdem sieht man halt da auch, wie viel Druck da aufgebaut werden kann, wenn die Menschen, die das halt tatsächlich dann bauen sollen, sagen, wir stellen uns an die Seite der Communities, und die sollen entscheiden, wie die Städte aussehen. Genau. Das zweite Beispiel, da habe ich jetzt schon ein bisschen was von erzählt, die Kooperation von Fridays for Future und Verdi, unten links. Und zwar hatte eine Gruppe von Menschen von Fridays for Future oder Students for Future, glaube ich vor allem, eben genau dieses Thema von, hey, wir bringen so viele Leute auf die Straße, aber irgendwie passiert nichts, irgendwie müssen wir mehr Macht aufbauen. Und dann haben sie eine Gruppe AG Gewerkschaftsdialog gegründet und einfach mal alle großen Gewerkschaften in Deutschland angeschrieben und gefragt, ob sie da Gespräche führen können. Und genau, mit Verdi gab es dann Gespräche, die darauf hingewiesen haben, dass es eben diese Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Personennahverkehr geben soll. Daraufhin wurde auch teilweise mit Organizing-Methoden wurden Kooperationen in über 30 Städten aufgebaut. Da gab es dann eben so Basisgruppen von BusfahrerInnen und von Fridays for Future Aktiven. Und Fridays for Future hat es schon auch zu einem der Hauptthemen auf den Demonstrationen und so weiter gemacht. Genau, ist teilweise in die Busse und Bahnen gegangen, hat da Flyer verteilt und vor allem dann eben, als es dann zu Warnstreiks gekommen ist von den BusfahrerInnen, dass die Klimaaktiven eben teilweise morgens um 4 zu den Warnstreiks gekommen sind und eben ihre Solidarität gezeigt haben. Genau, einige meinten ja, wenn wir das erste Mal zu den Beschäftigten gekommen sind, wir mussten uns erstmal beschimpfen lassen, 5 Minuten. Was ich irgendwie ziemlich krass fand, das so aushalten zu müssen, weil da eben so viele Vorurteile waren von, was wollt ihr denn eigentlich hier? Und ihr wollt doch eigentlich uns nur was wegnehmen, dass das eben dieses Bild ist. Aber das halt, wenn man es aushält und wenn man danach wirklich zeigt, nee, wir stehen hinter euch und wir wollen wirklich, wir beziehen eure Interessen ein und wir sind solidarisch mit euch, dass ich dann eben Vertrauen aufbauen kann. Genau, und dann Kooperationen möglich werden. Und diese Kooperation wurde auf jeden Fall sehr positiv bewertet von
den Menschen, die da beteiligt waren. Vor allem, dass es eben diese realen Begegnungen auf der Basisebene gab und nicht nur, also es gibt sehr häufig, dass es irgendwie gemeinsame Positionspapiere gibt von den großen Umweltverbänden und den großen Gewerkschaften, aber was halt wirklich wichtig ist, dass halt an der Basis die Menschen sich wirklich kennenlernen und Vertrauen aufbauen und diese Vorurteile abbauen können und gemeinsam aktiv werden. Sorry, die Streiks, die waren wegen dem Klima oder wegen den Interessen der Beschäftigten? Genau, das war vor allem, dass Tarifverträge neu ausgehandelt wurden im öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, es ging um Arbeitsbedingungen, aber dadurch, dass die Klimabewegung das unterstützt hat und es da Kooperationen gab, war das so im öffentlichen Diskurs ging es dann auch sehr viel um Verkehrswende. Und das war auch voll wichtig für die Beschäftigten, weil im öffentlichen Personennahverkehr zu streiken ist halt häufig, wirkt es so ein Diskurs von, wie könnt ihr denn jetzt streiken und uns irgendwie nicht befördern, weil das ist ja, also wer darunter leidet, das sind ja nicht normale Menschen meistens. Aber dadurch, dass es eben diese Kooperation gab, war der Diskurs schon eher, oh, hier kämpfen Klimabewegung und Beschäftigte zusammen für eine ökologische Verkehrswende und das war auf jeden Fall für beide Seiten sehr positives Ergebnis. Genau, zum Beispiel, wo es nicht so gut geklappt hat, ist das Foto oben rechts, eben zum Braunkohleabbau. Im Rheinland gab es ja schon seit 2012 die Besetzung vom Hambacher Forst und dem Wald dort und seit 2015 von Ende Gelände immer wieder Aktionen von zivilem Ungehorsam dort in der Kohlegrube, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass möglichst schnell aus dem Braunkohleabbau ausgestiegen werden muss, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Und dort haben sich die Beschäftigten eben stark bedroht gefühlt dadurch. Es gab eine Kampagne von der lokalen IBCE, also die Gewerkschaft, die dort für Bergbau zuständig ist. Schnauze voll hieß die und es richtete sich auch gegen die Klimaaktivistinnen. Also es ging auch Schnauze voll von Gewalt durch Klimaaktivistinnen und ging aber eben auch viel darum, dass sie sich eben ihre Jobs bedroht fühlen. Am Anfang hat sich dann auch noch eine lokale Verdi-Gliederung da angeschlossen, also von der Dienstleistungsgewerkschaft. Das hat dann dazu geführt, dass es da auch intern von Verdi große Debatten drüber gab und Verdi sich dann letztendlich davon distanziert hat und sich auch innerhalb von Verdi eine Gruppe KlimagewerkschafterInnen gegründet haben, die eben explizit auch versuchen, die Themen zusammenzubringen. Genau, und Ende Gelände hat auch versucht, immer wieder Gespräche zu initiieren mit den Beschäftigten, mit den lokalen GewerkschaftsakteurInnen dort. Und es hat auch, also die haben sich auch dann teilweise gegenseitig besucht, auf Klimacamps und Mahnwachen. Es gab dann auch so eine Art Notfalltelefon, also dass wenn es Aktionen gab, dass die Beschäftigten direkt bei Ende Gelände anrufen konnten, um darüber zu sprechen und nicht direkt die Polizei rufen müssen und so. Aber trotzdem blieb es bis zum Ende oder immer noch eher so eine Gegnerinnenschaft. Also dass irgendwie relativ klar war, dass die Interessen da gegeneinander stehen. Und ich würde sagen, es liegt halt zum einen daran, dass die Situation halt schon von Beginn an sehr schwierig war und dass einfach Braunkohle ein Bereich ist, wo das sehr schwierig ist, da zusammenzuarbeiten, aber schon auch vor allem daran, dass die IBCE sehr, sehr nah am RWE-Konzern dran ist. Also dass sie eigentlich sehr stark die Interessen des Konzerns vertreten und der Konzern es auch einfach sehr gut schafft und die Politik dazu spalten. Also dass halt immer wieder auf die PolitikerInnen das Argument kommt, ja, aber wir können doch jetzt nicht schon so früh aussteigen, weil die Arbeitsplätze da dran hängen. Und eigentlich ist klar, es geht niemandem wirklich um die Arbeitsplätze. Genau, und dann aber noch ein Beispiel oben links, was zeigt, dass es eben auch in Bereichen, wo es schwierig ist, sehr gut geht. Das ist in Grand Prix in Frankreich. Da gibt es eine Erdölraffinerie von Total, von dem Konzern, der angekündigt hat, den Standort dort zu schließen, vorgeblich aus Klimagründen.
Eigentlich war klar, dass sie den Standort nur verlagern in ein Land, wo sie einfach weniger Lohnkosten und billiger produzieren können. Und die Beschäftigten dort sind dann in unbefristeten Streik getreten mit Unterstützung von der CNT und ich glaube auch anderen Gewerkschaften, aber eben sehr selbstorganisiert und sehr basisdemokratisch. Und dort hat sich dann ein Bündnis aus Klimagruppen, auch Greenpeace und Friends of the Earth und so weiter, gegründet, um das zu unterstützen und um sich solidarisch zu zeigen. Und das ging halt, weil die Beschäftigten gesagt haben, ja, es ist klimamäßig notwendig, dass wir hier nicht länger, also nicht noch unendlich lang eine Erdölraffinerie haben, aber wir müssen das demokratisch entscheiden, wie dieser Strukturwandel passieren soll. Also die Menschen, die dort leben und arbeiten, sollen eben entscheiden, was wie produziert wird dort und nicht der Konzern, der das dann einfach nur verlagert, was für das Klima ja auch nicht besser ist. Genau, das heißt, die haben das schon auf einer antikapitalistischen Ebene gemacht und auf der Ebene war es eben dann doch auch in so einem Bereich gut möglich zusammenzuarbeiten. Und das Foto zeigt eine Demonstration in Paris vor dem Konzerngebäude von Total, wo die Polizei eben auch sehr gewalttätig wohl gegen vorgegangen ist. Genau, und noch ein letztes, sehr aktuelles Beispiel haben wir noch mit reingenommen, spontan. Wir waren nämlich jetzt in München bei der IAA und dort haben wir sehr viel Positives gehört über eine neue Kooperation, die jetzt vor kurzem zustande gekommen ist zwischen linken Klimagruppen und Beschäftigten von Bosch, die da Autozulieferer sind und irgendwie Teile für Diesel- und Benzinmotoren herstellen. Und Bosch hat angekündigt, auch den Standort zu schließen, auch vorgeblich aus Klimagründen, aber auch eigentlich klar, dass es eine Standortverlagerung ist. Genau, dort sind die Klimagruppen immer wieder vor dem Werk gestanden, haben mit den Menschen gesprochen. Und mittlerweile gibt es eine Petition der Beschäftigten, wo 2/3 der Beschäftigten unterschrieben haben, dass sie sich eigentlich einen Umbau wünschen. Also dass sie dort eben auch ganz andere Sachen produzieren könnten, medizinische Geräte oder irgendwie Wärmepumpen oder halt ökologisch und sozial sinnvolle Dinge. Und die Klimagruppen unterstützen das eben. Genau. Genau, wir haben noch viel mehr Beispiele zusammengestellt und haben da so eine ausführliche Liste draus gemacht, die man auf der Website finden kann. Und wir haben es einmal hier ausgedruckt, falls sich damit interessiert. Genau, was wir jetzt daraus ziehen würden, ist eben, was braucht es für erfolgreiche Zusammenarbeit? Das ist erstens vor allem gegenseitige Anerkennung und Respekt. Und damit meinen wir, dass es jetzt also die zugrunde liegenden Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen. Bei den Klimaaktiven würden wir sagen, das zugrunde liegende Bedürfnis ist eben diese Lebensgrundlage zu erhalten, damit Menschen auch noch weiterhin auf dieser Erde leben können. Und das ist legitim. Genauso wie es legitim ist, für Beschäftigten das Bedürfnis zu haben, eben eine soziale Sicherheit zu haben, einen Lohn, mit dem Menschen gut leben können und eine gewisse Sicherheit, den auch noch ein bisschen langfristiger zu haben. Und natürlich ist es schwierig, wenn wir jetzt in der Braunkohle, wenn dann der Beschäftigte sagt, nein, mein Bedürfnis ist Braunkohle abzubauen, das ist meine Identität, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie zusammenzukommen, weil das geht halt einfach nicht. Aber nach dem, was wir so jetzt mitgekriegt haben, ist es wirklich bei den allerwenigsten Beschäftigten so, dass es für sie wirklich wichtig ist, das weiter zu tun, was sie gerade tun, sondern es geht halt um die soziale Sicherheit und um den Lohn, den zu bekommen. Und wenn halt man den Leuten in der Autoindustrie sagt, ja, arbeitet doch lieber im öffentlichen Personennahverkehr, aber der Lohn dort halt viel, viel schlechter und die Arbeitsbedingungen dort schlechter sind, dann kann ich gut nachvollziehen, dass die Leute nicht alle jubelnd schreien, ja, machen wir. Genau, das heißt, es ist eben wichtig, diese grundlegenden Bedürfnisse gegenseitig anzuerkennen, um auf der Basis miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen und nicht immer wieder das
ja, so erkämpfen zu müssen bei der jeweils anderen Gruppe, dass es irgendwie ernst genommen wird. Und da finde ich schon auch wichtig, dass die Klimaaktiven sagen, wir stehen dafür, dass wirklich kein Job verloren geht. Also die können umgebaut werden, aber dass halt kein Mensch seinen Job verliert und seine Existenzgrundlage verliert. Genau, das zweite wäre eben gemeinsame Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Genau, das hatten wir auch schon, dass es ja einfach ein grundlegendes gemeinsames Interesse gibt nach Demokratisierung der Wirtschaft, nach der Gesellschaftung, weil nur so eben sowohl der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen wirklich konsequent geführt werden kann, als auch wirklich die Klimakatastrophe aufgehalten werden kann. Und aber natürlich auch konkrete gemeinsame Interessen, wie jetzt irgendwie ökologische Konversion und der Erhalt von Arbeitsplätzen oder bessere Arbeitsbedingungen in Bereichen, die auch irgendwie ausgebaut werden müssen. Genau. Und aber auch eine gemeinsame Vision zu entwickeln, aber da denken wir halt eher, dass es was ist, was am Ende von gemeinsamen Kämpfen steht und nicht schon vorher da sein muss, weil es eine ziemlich schwierige Voraussetzung ist. Aber dass es halt in gemeinsamen Kämpfen es dann auch leichter ist, gemeinsame Visionen, wie könnte es denn ganz anders aussehen, zu entwickeln. Das dritte wäre eben Unterschiede auszuhalten und sich nicht spalten zu lassen, weil das ja auch einfach immer wieder versucht wird, die Bewegung zu spalten und auch die Belegschaften schon an sich zu spalten. Genau, also auch da, wo jetzt keine komplette Übereinstimmung besteht, dass da trotzdem eine Zusammenarbeit möglich ist auf Basis von dem, was eben Gemeinsamkeiten sind. Und das letzte und wichtigste ist eben zusammen bei Aktionen aktiv zu werden und dass eben diese Kooperation nicht nur auf so einer Diskursebene und auf so einer Führungsebene stattfindet, sondern ganz konkret an der Basis und in ganz konkreten Kämpfen, weil das halt nur da funktioniert, dass wirklich Vertrauen aufgebaut werden kann und dort auch eine Erfahrung gemacht werden kann von wir können irgendwie gemeinsam was bewirken und was verändern und dass das für viele Menschen so das größte Radikalisierungspotenzial eigentlich hat. Dann in so einem konkreten Kampf zu stehen, vielleicht auch einen konkreten gemeinsamen Gegner zu haben, ein gemeinsames Ziel zu haben. Ja, genau. Dann kannst du noch das Fazit machen und dann können wir zur Diskussion. Genau, ich würde sozusagen aus den 4 Blöcken jetzt nochmal das kurze Fazit vorlesen und dann können wir gemeinsam die Diskussion für die letzten halbe Stunde. Genau, zum ersten Punkt sozusagen das gemeinsame Problem. Also die Ausbeutung von Arbeiterinnen und die Zerstörung der Umwelt hat dieselbe Ursache, das kapitalistische Privateigentum und der daraus folgende Effizienz. Damit ein sozialer und ökologischer Umbau erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen Klimabewegung und Gewerkschaften zusammenarbeiten mit dem Ziel der umfassenden Demokratisierung der Wirtschaft, also der Gesellschaft. Dann der Punkt der Zusammenarbeit, zusammen erfolgreicher kämpfen. Die Klimabewegung wird stärker, wenn sie den Zugang zu der Produktionsmacht der Beschäftigten erhält, weil durch Streiks höherer Druck auf die Konzerne und staatliche Institutionen ausgeübt und so auch politische Forderungen durchgesetzt werden können. Und die Arbeitskämpfe werden erfolgreicher sein, wenn sie mit weiteren Kämpfen und dem materialistischen Potenzial der Klimabewegung verbunden sind. Was wir immer wieder gesagt haben, das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen. Um erfolgreich zusammenzuarbeiten, müssen alle über ihren Schatten springen. Unsere kulturellen Unterschiede müssen wir akzeptieren, an der Zusammenarbeit dürfen sie uns aber nicht hindern. Stattdessen sollten wir gemeinsame Interessen in den Mittelpunkt stellen. Trotzdem bleibt auch Gegensätzliches, das sich nicht kurzfristig auflösen lässt. Wir müssen lernen, diese Gegensätze auszuhalten und uns nicht spalten zu lassen, denn nur so ist es bestanden. Und als letzter Punkt des Fazits, an der Basis konkrete Kämpfe verbinden. Also die gegenseitige Unterstützung sollte vor allem in konkreten Kämpfen stattfinden und nicht nur auf der diskursiven und programmatischen Ebene und von der Basis der Bewegung ausgehen und nicht auf die jeweiligen Führungen beschränkt sein. Genau, das war unser Fazit. Dann haben wir jetzt noch genau nach Programm eine halbe Stunde zu diskutieren. Ich habe mir auch die Punkte, die ihr schon gesagt habt, aufgeschrieben, würde da später noch drauf eingehen, aber würde erstmal sagen, jetzt seid ihr auch mal dran mit euren
Ich habe einige Zweifel an dem, was Sie vorgebracht haben. Das ist, wenn ich jetzt vorrede, will das nicht heißen, dass zwei Drittel von dem, was Sie gesagt haben, nicht gut waren, aber das andere interessiert mich besonders. Es tun zwei, drei Dinge, die mich nicht erfasst bei der Diskussion. Das erste ist der Generationswechsel. Das zweite ist die Frage des Lebensraums, die alle verbindet, der Lebensraum in einer Stadt verbindet, verschiedene Klassen und so weiter. Das andere ist die Frage der Adaptation an den Klimawandel. Wir müssen uns anpassen. Und daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen, die man auf lokaler, regionaler Ebene und so weiter behandeln muss. Also zuerst aber zu dem Konsumerismus, also ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist auf Deutsch, der verändert sich doch. Und die ganze Lebensvorstellung, dass man sparen muss für ein kleines Häuschen in einem schönen Wagen. Und das ist eine Frage der Nachkriegszeit und sie reicht noch in unsere Zeit hinein, aber praktisch gesehen für junge Menschen, die in den Arbeitsprozess eintreten, geht es darum, eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist. Und wenn sie eine eigene Wohnung haben wollen, ist es nur möglich, wenn die Eltern sie zu 50% finanzieren, weil zumindest in Luxemburg ist es so, das ist nicht mehr bezahlbar. Die Generationen werden sich anders verhalten, weil die junge Generation, die 3000, die in Luxemburg auf der Straße waren, gescheiter wären oder moralischer wären, sondern weil die Bedingungen anders sein werden und sie also anders leben werden müssen. Und da gibt es trotzdem, was die Frage des Lebensraums betrifft, das heißt Wohnen, in einer Stadt funktionieren, Transport, Kultur und so weiter, da gibt es viele Gemeinsamkeiten und ich habe den Eindruck, dass trotzdem eben auch die Gewerkschaftsbewegung sich immer mehr mit diesen Themen befasst. Und zum Beispiel haben sie jetzt die größte Gewerkschaft, die uns Mitglied sind, die spricht jetzt ebenso viel über Wohnen, wie über Arbeitskreis und ähnliches. Und das ist auch gut, ich finde das wichtig. Wenn die Mieten so sind, dass sie die Hälfte des Lohns wegnehmen, dann muss man nicht über Lohnkämpfe sprechen, sondern vielleicht auch über die Mieten und die Wohnfrage. Gut, und dann ein Wort noch, ich will nicht lange reden, das ist die Frage der Adaptation an den Klimawandel. Also es gibt zwei Dinge, 1,5 Maximum Erwärmung und so weiter, das für eine politische Massenbewegung das durchzusetzen, dass das funktionieren kann. Das andere ist aber, der Klimawandel ist schon da. Und die Städte müssen umgebaut werden. Und wenn Estland zum zweiten Mal bis zum Harz in Kassel steht, dann wird man wahrscheinlich sich überlegen, was machen wir. Wir kennen das ja einmal vor 100 Jahren, kann man das vielleicht auch einmal alle 20 Jahre, aber nicht jedes dritte Jahr. Das kann man ja nicht mehr bezahlen. Das heißt, und das ist aber eine interessante Frage, was da alles, also die Begrünung, was mit dem Wasser geschieht, Starkregenfälle, die Begrünung, die Städte, die Oberflächen, die dunkel sind, hell machen und so weiter. Es gibt von den Urbanisten viele Lösungsvorschläge in dieser Hinsicht. Und darüber, das ist aber eine Frage, die sowohl Klimakämpfer wie auch die lokale Politik und auch die Gewerkschaften treffen kann. Und also ich habe das jetzt gesagt, was mir nicht so gefallen hat an ihrer.
Ja, danke für Ihren Vortrag. Ich möchte auf den Punkt 2 Stärken und Schwächen hauptsächlich der Gewerkschaften zurückkommen. Ich finde, eine der Hauptstärken des Kapitalismus ist es, die Machtstrukturen zu verwischen, über Machtgefüge nicht zu sprechen. Und ich denke auch in Luxemburg hat in den letzten 60 Jahren die Empfindsamkeit für Machtverhältnisse abgenommen. Wir waren in einer Zeit von großen Stahlindustrie mit vielen organisierten Arbeitern. Jetzt sind wir in einer Dienstleistungsgesellschaft. Bei Ihren Beispielen von Total oder Braunkohleabbau im Hamburger Forst, die sind vielleicht nicht einfach, aber wenigstens sind die Interessen der verschiedenen betroffenen Gruppen klar. Und ich wollte ein Beispiel geben, hier aus Luxemburg, das mir sehr Sorge bereitet, wo die Verhältnisse eben nicht so klar zum Vorschein treten, nämlich der luxemburgische Pensionsfonds. In Luxemburg werden zurzeit mehr Beiträge in die Ruhestandskasse bezahlt als ausbezahlt werden. Inzwischen haben sich dort 23 Milliarden Euro angesammelt. Das genügt, um hier in Luxemburg während 4 Jahren sämtliche, in allen Sektoren, sämtliche Ruhestandsgelder auszuzahlen, auch wenn niemand noch einen Cent Ruhestandbeiträge gibt. Also das ist eine fantastische Summe. Und diese Summe wird